die Damen und die Herren, erlaubt mich ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz zu begrüßen, wo es um Cargolux, aber besonders um Materialbesteuer geht, die auf der Cargolux beschäftigt sind. Wir haben das Pressekonferenz heute zusammen mit der ANPR organisiert, wo ihre Präsident, der Kollege Sterling Meyers, und der Generalsekretär Dirk Becker mit dabei sind. Ich will Sie auch ganz herzlich begrüßen. Zum Thema Cargolux, also an der Letzte viel gesucht ging, und dafür erlaubt mir, mich halt kurz und präzise zu fassen. Für uns zu fangen, will ich etwas ganz klar stellen. Das Problem am Niveau von der Sicherheitskultur wird nicht. Aber gut nicht mit der Verhandlung vom Kollektivvertrag sind. Wir haben an unseren Demarchen von Anfang an eine strikte Trennung zwischen Kollektivvertragsverhandlungen und dem Sujet Sicherheit gemacht. Sicherheit ist die wichtigste Kondition, die erfüllt muss gehen, für das Leute erben können ohne Probleme machen. Dabei ist unbedingt notwendig, der Mensch auf manst dieselbe Stellenwert zu geben, wie der Maschine, also in diesem Fall dem Flieger. Die Leute sind enorm wichtig für alle Gesellschaft und natürlich auch für Cargolux. Und die Leute müssen an einem Umfeld können schaffen, den sie alles setzt, den ihnen also Ängsten hält, den sie rassuriert. Dadurch entsteht ein Arbeitsklima, den den Betrieb erlaubt, an der nötigen Raum mit dem nötigen Rendement zu funktionieren, und sich weiterzuentwickeln. Das gilt für den Betrieb als Ganzes, gerade so wie für den einzelnen Menschen. Justement das ist aber bei der Cargolux nicht der Fall. Das Management von der Cargolux wird mit Methode geschafft, die die Leute an Ängste versagen. Ängste, die die Leute müssen haben, in Relation mit der Überwertung von ihrem Privatleben. Ängste, die die Leute müssen haben, in Relation mit den Reperkussionen, die eine Krankmeldung auf ihre berufliche Karriere können haben. Die Leute am Cockpit haben ganz einfach Angst um ihr Arbeitsplatz. Und die Leute haben auch kein Vertrauen mehr an ihre Management. Der Kollege Dirk Becker, der selber Pilot ist, ein Generalsekretär von der Association Luxembourgeoise des Pilotes de Ligne, präsentiert en Detail des Elemente und auch immer eine neue Initiative, die an dem Sujet auf die Weg gebracht wird. Dirk, das wird Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Dirk Becker, ich bin der Generalsekretär der ANPL. Wir vertreten die Interessen von mehr als 600 Verkehrspiloten in Luxemburg. Die ANPL vertritt die Interessen dabei von über 95% der Cargolux. Es geht nicht um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gewerkschaften oder die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen. Es geht einzig und allein um Sicherheit. Es geht auch nicht um Sicherheitsabläufe oder Prozesse. Diese wurden und werden nicht in Frage gestellt. Was diese Prozesse allein nicht können, ist das Vertrauen aller Mitarbeiter in diese Prozesse zu schaffen. Genau dieses Vertrauen ist ein unabdingbarer Bestandteil der Sicherheitskultur einer Airline. Dieses unabdingbare Vertrauen ist jedoch im Laufe der letzten Monate bei Cargolux nahezu komplett zerstört worden. In keinem der durch das Management erwähnten Audits wurde diese wichtige Komponente, das Vertrauen, überprüft. Vertrauen ist jedoch in einer sogenannten Just Culture, einer fairen und gerechten Kultur, ein absolutes Muss. Just Culture ist eine Philosophie, die eine Umgebung schaffen soll, in welcher Disziplinarmaßnahmen angemessen, gleich und transparent sind, ungeachtet der Position des Mitarbeiters im jeweiligen Unternehmen. Dies ist keine isolierte Forderung von LCGB oder ALPL. Es handelt sich vielmehr um einen international anerkannten Standard. Just Culture trägt mit dazu bei, dass Fliegen heute so sicher ist wie nie zuvor. Ohne das Vertrauen aller Mitarbeiter kann Just Culture jedoch nicht funktionieren.
Just Culture ist in der modernen Luftfahrt unverzichtbar und in vielen Bereichen sogar vorgeschrieben. Es geht dabei um das wichtigste Glied in der gesamten Sicherheitskette. Es geht um den Faktor Mensch. Die Frage ist, was hat zu diesem Vertrauensverlust bei den Cargolux-Piloten geführt und wie kann dieses Vertrauen wiederhergestellt werden? Das Problem ist nicht neu für Cargolux. Bereits im Jahre 2011 wurde ein sogenanntes Safety Culture Survey durchgeführt. Die in dieser Untersuchung identifizierten Fehler sollten in enger Zusammenarbeit zwischen Management und Personalvertretern behoben werden. Die erforderlichen Anpassungen erfolgten aus vielerlei Gründen, jedoch nur zum Teil. Stattdessen kam es immer wieder zu Zwischenfällen, die das Vertrauen der Cargolux-Piloten in ihr Management erschütterten. Einer dieser Zwischenfälle ist der sogenannte Wingwave aus dem September letzten Jahres. Genau gesagt der Umgang der Direktion mit diesem Zwischenfall. Interne Prozesse, wie ein solcher Vorfall gehandhabt werden soll, wurden dabei nicht beachtet. Die Unternehmensführung versuchte, den riskanten Zwischenfall klein zu halten und vorbei an den internen Prozeduren zu regeln. Dies führte dazu, dass die Piloten, aber auch andere Mitarbeiter das Vertrauen in ein System verloren, das eigentlich die faire und gleiche Behandlung aller Mitarbeiter unabhängig von ihrer Position im Unternehmen gewährleisten soll. Der aktuellste Vorfall in dieser Entwicklung ist die Entlassung von 4 Piloten. Unabhängig davon, ob die Entlassungen begründet sind oder nicht, ist es wichtig zu verstehen, dass die Kündigungen ausgesprochen wurden in einer Zeit, in der die Geschäftsführung öffentlich darüber sprach, dass eine Handhabe bezüglich der Krankheitstage nötig sei. Es sollte jedem klar sein, dass Piloten, aber auch andere Mitarbeiter sich nun zweimal überlegen, ob sie sich wirklich krank schreiben lassen. So jedenfalls ist es von Piloten interpretiert worden, wie eine interne Umfrage sowie Zuschriften von Piloten, die sich unter Druck fühlen, eindeutig belegen. Solche Drohszenarien und das Ausspionieren der Mitarbeiter tragen dazu bei, dass sich das ohnehin geschwächte Vertrauen in ein unverhohlenes Misstrauen wandelte. Piloten teilten uns mit, dass sie Disziplinarmaßnahmen bis hin zu ihrer Entlassung befürchten würden, wenn sie sich krank meldeten. Oder einfach gesagt, sie haben Angst, ihrer rechtlichen Verpflichtung nicht zu fliegen, wenn sie krank sind, nachzukommen. Dies stellt ein inakzeptables Sicherheitsrisiko dar. Aufgrund dieser Vorkommnisse haben wir im April 2015 eine Umfrage unter den Cargolux-Piloten durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind alarmierend. 98,5% sind der Ansicht, dass die Sicherheitskultur bei der Cargolux beschädigt wurde und dass die Maßnahmen des Managements für Einschüchterungen und Angst gesorgt haben. Mehr noch, 98% haben angegeben, dass sie ihrem Management nicht mehr vertrauen. Das Management der Cargolux, die Zivilluftfahrtbehörde DAC und das verantwortliche Ministerium wurden über diese Fakten mehrfach informiert. Wir müssen hier klarstellen, dass dienstunfähig nicht automatisch bedeutet, dass ein Pilot krank im Bett liegt. Ein Pilot ist gemäß europäischem Recht verpflichtet, ein Flugzeug nicht zu führen, wenn er krank oder müde ist und, das ist sehr wichtig, immer dann, wenn er nicht in der Lage ist, seine Pflichten zu erfüllen. Der Einzige, der einschätzen kann, ob er diese Pflichten erfüllen kann, ist der Pilot selber. Allerdings, egal aus welchem Grund ein Pilot sich dienstunfähig fühlt, Cargolux wertet dies immer als Krankheitsfall. Der Grund für diese gesetzliche Verpflichtung ist die Tatsache, dass letztendlich der Pilot für die sichere Flugdurchführung von Gesetzes wegen verantwortlich ist. Den Piloten wird jedoch diese Entscheidungsfreiheit faktisch aus der Hand genommen, wenn ein Management dazu übergeht, Piloten aufgrund von Krankheit zu entlassen. Es ist also möglich, dass Piloten sich gezwungen fühlen, entgegen ihres besseren Wissens und entgegen ihrer gesetzlichen Verpflichtung zu fliegen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Warum aber überlassen die europaweit geltenden Vorschriften diese Entscheidung allein dem Piloten?
weil es sich beim Piloten um die letzte Verteidigungslinie handelt, die den sicheren Betrieb des Flugzeugs gewährleistet. Dies steht im Gegensatz zum Verhalten nicht nur der Cargolux-Direktion, sondern auch dem, was bei anderen Fluggesellschaften leider zu beobachten ist. Piloten sollen einfach nur fliegen, sie sollen funktionieren. Sicherheit in der Luftfahrt hat viele Aspekte. Es geht um die Sicherheit, wenn ein Passagier an Bord eines Flugzeugs randaliert. Es geht um Sicherheit, wenn ein Pilot darüber informiert wird, dass sich ein verdächtiges Paket an Bord befindet. Es geht gerade auch dann um Sicherheit, wenn in einer Airline eine Atmosphäre der Unsicherheit herrscht, eine Misstrauenskultur, bei der ein Pilot lieber untauglich fliegt, um Ärger zu vermeiden, anstatt entsprechend zu handeln. Im Interesse der Flugsicherheit und um einer weiteren Eskalation vorzubeugen, hat deshalb der LCGB vor einigen Wochen 3 sogenannte Dringlichkeitsmaßnahmen gefordert. Das Cargolux-Management hat diese Maßnahmen leider abgelehnt. Dabei versteckt sich das Management hinter Formalismen, obwohl Cargolux und der CEO als Accountable Manager eine rechtlich klar definierte Verantwortung haben, was Flugsicherheit betrifft. Für den LCGB und die AFL ist eine Implementierung dieser Dringlichkeitsmaßnahmen nach wie vor unerlässlich. Wir wollen und wir dürfen nicht zulassen, dass ein Pilot einen Flug durchführt, obwohl er eigentlich krank oder aus einem anderen Grund dienstunfähig ist. Aber Angst hat, sich unfit zu melden. Letzte Woche haben Cargolux-Piloten selbst entschieden, dass es aus Sicherheitsgründen besser war, nicht zu fliegen. Sie folgten dabei ihrer gesetzlichen Verpflichtung, den Flugdienst nicht anzutreten, wenn sie, aus welchem Grund auch immer, sich nicht in der Lage sehen, diesen sicher durchzuführen. Cargolux spricht bezüglich dieser Situation von Umsatzverlust und Rufschädigung. Dies trägt kaum zur Deeskalation der Situation bei. Wären die Dringlichkeitsmaßnahmen implementiert worden oder wären bereits die vor Jahren durch Personalvertreter geforderten Änderungen interner Verfahren berücksichtigt worden, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit nie so weit gekommen. Bislang hat das Management keinen der Piloten persönlich zur Verantwortung gezogen. Da jeder Pilot zu 100% im Rahmen seiner rechtlichen Verpflichtung gehandelt hat, gehen wir davon aus, dass das Cargolux-Management diese Position beibehalten wird. Dies hier ist ein erneuter Appell an das Cargolux-Management zu verstehen, den aktuellen Kurs im Interesse der Sicherheit zu überdenken. Rufschädigend für das Unternehmen ist nicht, sicherheitsrelevante Dinge offen anzusprechen und nach Lösungen zu suchen, sondern eben diese sicherheitsrelevanten Probleme zu ignorieren. Um es zum Abschluss noch einmal ganz klar zu sagen, es geht den Cargolux-Piloten nur um eins, um Sicherheit und um die Verantwortung, die jeder Pilot in diesem Zusammenhang trägt. Abschließend möchte ich Sie noch auf eine Stellungnahme des Präsidenten der European Cockpit Association hinweisen, die sich in Ihrer Pressemappe so findet. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Sachverhalt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geschätzten Kollege Dirk Becker, vielmals merci für seine ganz detaillierte Explikationen. Also, vous seht ihr, dass dieses Sujet nicht, aber glatt nicht vom Kollektivvertrag zu dienen wird. Wenn sich also in die Situation vom einzelnen Pilot versetzt, da versteht hauptsächlich alle Menschen Beweggründe von den Leuten an diesem Dossier. Nun aber Wort zum Kollektivvertrag bei der Cargolux. Wir haben diesen Kollektivvertrag von Anfang an verhandelt. Ein Kollektivvertrag, den alle Guten der Mitarbeiter von der Cargolux zugute kommt, und das auch an dem Sinn, wie wir das Verhandlungen wollen führen. Wir haben aber heute eine Situation angetreten, wo ein Verhandlungsrund stattgefunden wird, ohne den LCGB. Das ist nicht zulässig und noch nicht legal. Der Kollektivvertrag von der Cargolux muss gemeinsam vom Management an den 2 Syndikatkontraktoren verhandelt werden. Trotzdem will ich heute für den LCGB klarstellen, dass wir an diesem Kollektivvertrag alles Werte voll unterstützen, was am Ende vom einzelnen Mitarbeiter ist. So gut bei den Mitarbeitern vom Groundstaff wie bei den Mitarbeitern am Cockpit.
Die Punkte allerdings, die mir schon an der letzten Verhandlungsrunde negativ bewährt haben, weil sie die Arbeitskonditionen von der Leute verschlechtern, werden wir auch weiter zurückweisen. Wir machen als heute eine ganz Reihe von Gedanken, was die Zukunft von der Cargolux angeht. Das Safety Culture Problem, so wie noch heute durchgestaltet ist, ist für uns eine Problematik, die dringend aus der Welt geschafft muss gehen. An diesem Kontext wird das Management an den Aktionär ganz klar versucht. Wie ihr wisst, haben wir am halben April eng Demarchen oder andere gemacht, für diese Problematik zu lösen, an das ohne Konflikt. Wir haben nicht nur auf ein Problem hingewiesen, wir haben die Lösung, wie das heute schon erklärt wurde, auf den Tisch gelegt. Das Management hat mal nicht nötig gefunden, um mit uns darüber zu schwätzen, nach hat dieses Management einen anderen gangbar Propos gemacht. Das Management an den Aktionär haben uns an den betroffenen Arbeiter kein anderes Schwamm gelos, für die Schritte zu erholen, die letzte Woche gemacht sind. Der Wingwave zu Seattle und Konsequenzen, die diese Affäre nicht gut tun. Da weiß, wie viele Arbeiter entlos gesehen. Alles das spricht dann. Das Vorgehensweise weist klar darauf hin, wie dieses Management auf höchstem Niveau die Welt gesagt und wird agieren. An den Aktionär, die Lützburger Regierung, findet das doch noch gut und unterstützt das Vorgehensweise implizit. Wir bringen mir über das Dossier auf die europäische Instanz. Und du riskiert nicht nur mit Cargolux, mehr auch Lützburg als Land schlecht durchzustellen. DCA, die European Cockpit Association, hält sich also diesem Dossier und man riskiert das Ganze dann noch nach Suiten auf europäischem und internationalem Parkett zu kriegen. Wir machen als viel gesund Gedanken im Cargolux, im Arbeitsplätzen auf der Cargolux, und man dann natürlich auch an die Arbeitsplätze, die direkt und indirekt im Findel für diese Entreprise aufhängen. Über diesen Dossier heraus geht es bei der Cargolux die Welt von den Paaren justement Management doch ganz stark zu denken. Es wird in der letzten Zeit oft gesagt, dass die Zeichen von einer Reprise am Bereich von der Luftfracht gibt. Es scheint aber so zu sein, wie wenn das Reprise die Fleisch Cargolux wäre. Wenn das so wird, dann ist das natürlich extrem beunruhigend. Mit vorstellt sich dann, wie weit ist das so? Strategische oder strukturelle Ausrichtung, die Paare von Managern, die ihre Fonds de Commerce Marktgeholt haben, oder gibt nach anderen Gründen, die als nicht bekannt sind. Egal wie, die Reaktion von der Direktion General an den Präsidenten vom Conseil, der Herr Wingwave, spricht für sich, die Verantwortung an diesem Dossier als direkt engagiert. Es sind das Responsablen, die bei der Affäre Wingwave die 2 Jahre zugedrückt haben, und die dafür gesorgt haben, dass halt bei der Cargolux, sie wird beim Bodenpersonal oder bei den Crewen, Käseschmieder sicher sind, nicht doch Viktim von Überwachungsmethoden zu gehen. Wir brauchen für Cargolux eine neue und bessere Sicherheitskultur an diesem Betrieb, und wir brauchen dringend kapable Leute unterstützt von dem Conseil von der Direktion General. Wir brauchen endlich einen überzeugenden Businessplan, und kein Hachselement für den Modellbestand. Leute, wie gesagt, die verstehen, was es geht, und Leute, die sich kümmern. Den LCGB führt egal wie an diesem Dossier 4 und bis es schlussendlich gelöst ist. Den LCGB wird alle guten die nächsten Schritte erholen, bis schlussendlich eine akzeptable Lösung für Zeiten alle gefunden ist. Das ist so eine Schmerze für Aufmerksamkeit und den Dirk und ich verstehen natürlich noch Brett für Frohe. Merci.